Was geht ab, Leute? Wir fahren heute im teuersten Skigebiet Europas. Wir sind in St. Moritz. Dort hinten ist das Kempinski Hotel. Wir haben heute schon 8 Privatjets gesehen, die landen. Wir werden ins Skigebiet gehen. Wir werden extrem reich Mittagessen gehen und gucken, ob sich das Ganze lohnt. Wir werden heute Abend pleite sein. Viel Spaß im Video. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Abfahrt. Romane Gonti für 38.500. Adi Totoro übernimmt die Führung. Moin, hier ist Melix, der Cutter von Adi und ich habe gestern vergessen, die Flatspins von Adi in den Vlog reinzuschneiden. Deswegen, bevor wir nach St. Moritz gehen, hier die Flatspins von gestern. War das geflattet? Ja. Das hat ausgesehen wie ein schräger Backflip. Ja, was ist ja auch ein Aber, schräger Backflip? ja, aber das ist viel chilliger als ein Backflip vom Drehen. Ich mach nochmal. Okay, Chat, ihr könnt jetzt mal schätzen, was kostet uns das hier? 120 Franken, schreibt jemand. Ich mag Gucci, denn ich fahr Gucci. Soll ich dir vorsagen? Ja, sag mir ins Ohr schnell. Ich hätte gern 2 Tickets für Erwachsene. Ich hätte gern 2 Tickets für Erwachsene. Wie teuer wäre ein Tagesticket? Gibt es einen Schweizer Rabatt? Achso, ja, ich würde mit Karte bezahlen. Huchichaschle. Das ist ja Rätsel. Oh, warte mal, 209. Ja, Oh, okay. 240. Ist ja eine wirklich sehr entspannte Batterie hier. Die Frage, was ist die teuerste Berghütte, wo man hingehen kann? El Paradiso, okay. Da Das geh klingt mal schon- hin. Das klingt schon gut. Servus. Oh, ja? Meinst du, ich bin aufgefallen, dass ich kein echter Schweizer bin? das nicht gemerkt. Nee, ne? Oh yes, I wish you a wonderful, perfect driving with the skis and the camera. Thank you. And some good shots. Can I film you? The battery is very Yeah. low. Do you have another battery? Yes, I have 3, but Oh, good. all 3.5 hour. Ja. Hello! Okay, bye bye. Eine Karte, 104 Franken. Teurer als gedacht. Ich dachte, es ist günstiger. 120 Euro. 120 Euro pro Karte. Ey, wir haben gestern, by the way, einen Ultra-Schnapper gemacht. Also man muss sagen, die Hotels hier sind unfassbar teuer. Und es gab auf Booking so ein Angebot, dass wir bei einem Hotel am See mit Blick auf komplett St. Moritz übernachten konnten für 240 Franken, was bedeutet 120 Franken pro Person, was unfassbar teuer ist. Das nächste Hotel wäre so bei 600 für eine Nacht gewesen. Also wir hatten unfassbar Glück. Und in St. Moritz ist halt so dieses Old Money, das heißt, du hast immer so eine geile Frühstückshalle mit so hohen Decken und so Verzierungen. Und von dort hast du perfekt auf St. Moritz gesehen. Das war schon sehr, sehr geil. Oh, hier ist ein Mülleimer, guck mal. Und genau das, meine lieben Freunde, ist verwahrloster Reichtum eines Schweizer Influencers, der Millionen verdient und keine Steuern zahlen muss. Nee, ich muss mich doch an Kitzbühel anpassen. St. Moritz, sorry. Das ist tatsächlich ein iPhone-Mülleimer. Wenn die Leute einfach keinen Bock mehr haben auf ihr iPhone in der Gondel, einfach in den Müll knallen. Schmeißen Sie einfach rein. Alles geil? What? Everything good? Yeah, this Yes. is my friend Bogdan. Yes. Very nice. Where are you from? From Romania. Romania. What's your opinion on 6-7? 6-7, maybe it's getting a bit old. Yeah, it's getting old. But it's still funny how you say 6. Yeah, 6-7, genau, 6-7. Okay. Have a good ride. Tschüss. Weil wir in einem teuren Skigebiet sind, habe ich auch meine teure Skibrille mitgebracht. Gut. Und nicht die normale, Ja. weil ansonsten Digga, du siehst aus wie eine Ute. Du siehst wirklich aus wie eine Ute. Ich will nicht mehr mit dir fahren. Du bist raus. will ich hier nicht reinpassen. Sehe ich aus wie eine Großmutter? Nee, du siehst aus wie eine Ute. Schöne Grüße an alle Ute und an alle Karens. Digga, hier gibt's Keine Schranke. Was ist das denn? Hier kann man einfach durch. Das ist ja fantastisch, Digga. Aber man denkt, okay, St. Moritz, Gucci-Gondel, krass, dies, das und auf einmal kommt hier so ein verkackter Scheißlift. Was ist das hier? Guck dir das mal an hier. Ja, aber dafür, dass es St. Moritz ist. Oh, ruhig, Mensch! Oh, Montclair-Jacke. Digga, da kommt so ein Typ mit einer Leggings ohne Helm hier runtergeschossen. Da weißt du, okay, wir sind in St. Moritz. Ich glaube, der Typ gehört hier komplett zum Inventar. Der wird vom Skigebiet bezahlt. St. Moritz als sag ich mal, fürstlicher Gast des Skigebiets lässt man sich Skischuhe anziehen. Hast du immer jemand dabei, der deine Skischuhe anzieht? Real Talk? Oh, hier haben wir Probleme auf dieser Seite, Bro. 3, 2, 1. Papa, los, Adi, gut. Hui. Gut, Adi. Ja, ich glaube, das war richtig krass. Ey, du musst den auch mal fahren, das bockt Bro, hast du geisteskrank. gesehen, wie geil nah ich die Ja. ganze Zeit bei dir geblieben bin? Ja, du bist so zwischendurch. Mach noch schneller.
Gut. Geil, Adi. Ey, Digga, das ist hier ein kompletter Fiebertraum. Ich habe so ein geiles Gebiet mit nix los auf der Piste noch nicht erlebt. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ist einfach zu teuer für die Leute, dann kommen die nicht. Aber vielleicht ist das auch der Vorteil von so einem Skigebiet, ne? Ja, ja, Das hat- darum geht's ja. Ja, ja. Darum geht's ja. Wow. Wow, what the fuck, das war geil. Ich bin wirklich komplett überzeugt von diesem Skigebiet. Dass das hier so geil ist, habe ich nicht kommen sehen. Ja, warum so Das ist ja wirklich, Leute? ich sag wirklich, das war die beste Piste, die ich wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren gefahren Wirklich? bin. Also so schön und frei und irgendwie, oder? Das war doch top gerade. Ich hab's auch gerade sehr gefeiert. Das war doch einfach dafür, also ich habe so richtige Seen. auch einfach mal eine Piste gefahren. Es ist der Montclair Skirun. Der Montclair Speedcheck, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind hier in St. Moritz und hier muss es ja auch vernünftig gebrandet werden. Also alles andere ist scheiße. Also wenn das jetzt hier der H&M Speedcheck wäre, würde ich ihn auch einfach nicht fahren. Also hätte ich einfach persönlich dann keinen Bock drauf. Deine Kreditkarte ist überzogen? Meine auch. Mit Platin. Der war gut, actually. Danke. Letzte Woche hat Mutter mir und Vater kurzärmelige Hemden mitgebracht. Ha, haben wir herzlich gelacht. Wir sind ja keine Busfahrer. Mein Lieber, hier aus St. Moritz sagt man gerne, lieber reich und gesund als arm und krank. Komm, Paul! Komm, Paul! Up! Wir haben 34 Sekunden! Ja, das war super. Geil! Ey, das war ein schweres Rennen. Ich werde das auch einmal machen. Soll ich dir noch ein paar Tipps geben? Gib mir ein paar Tipps. Also, pass auf, wenn du um die Pylonen rumfährst, du musst dich richtig mit deinem Körper reinlegen und du musst visualisieren, wie du unten durchfährst und das beste Zeit hast und gewinnst auch. Du musst in deinem Kopf schon visualisieren, wie du die Goldmedaille in der Hand hast. Hier, so wie er hier. Team USA, hallo? Team USA? America? Also, you also drive the skis in America race? No race? race? But you have a very nice racing jacket, so we wish you the best of the luck. Thank you. Yes, okay. Haben Sie schon mal Adi Totoros Skirennen gesehen? Jubel! Gut. Adi, die Leute sind bereit. Los, Adi! Alle! Alle, Adi! Ja! Und da kommt Adi Totoro, der Schweizer, und der legt in die Kurve rein. Das sieht gut aus, das sieht schnell aus. Ja, Wahnsinn. Das wird vielleicht die neue Tagesbestzeit. Er hat wohl extra nochmal die Skier mit Olivenöl eingerieben. Und jetzt in die letzten 3 Kurven. Die nimmt er sauber und jetzt in die Endrunde. Gib alles an die für die Schweiz, für uns, für Twitch. Ja. Sehr gut. 31,44. Super. Man denkt, man ist viel schneller, Bro. Nimm's nicht so ernst. Mann, Digga! Dafür bist du reich. Darum geht's hier in St. Moritz. Hier geht's nicht um den sportlichen Aspekt. Hier geht's nur darum, wie reich man ist in St. Moritz. Guck, da lächelt er wieder. Denk doch mal an, wie viel Steuern du nur zahlen musst in der Schweiz. Ich gehe jetzt einen Champagner trinken. Leute, wir machen das natürlich im Spaß. Dürfte ich Sie mal eine Frage stellen? Oder wollen Sie dürfen nicht eine Frage stellen, ja. Sind Sie öfter in St. Moritz? Ja. Weil wir sind zum ersten Mal hier und erkunden das Ganze so ein bisschen. Und wir haben noch eine Frage, die wir uns gestellt haben hier. Sind hier alle reich? Das sind Schweizer. Nein. Schweizer? Nein. Aber tun alle so, als ob sie es wären. Alle tun so, ja. Ja, Deshalb das- kommt man hier hin. Das ist es. Wir suchen das Paradiso. Können Sie das empfehlen? Wo lang müssen wir denn? Nee, sie sagt da lang. Da, El Paradiso steht da ausgeschildert, Mensch. Wollen wir dorthin gehen? Oh, ist jetzt voll. die Frau hat uns gerade gesagt, geht in diese Richtung. Da steht ein Riesenschild, wo El Paradiso Ich glaub, drauf sie steht. meinte- In diese Richtung. 5 Minuten mit Skiern von hier, schreibt der Chat. Los. Ja, man kommt dort schon schnell. Ja, los, lass doch da Aber jetzt wir hin. sind da. Macht eure Kreditkarte ready. Holt die Geldscheine raus. Wir gehen ins El Paradiso.
Das hier soll das teuerste Restaurant von St. Moritz sein. Es sieht aus wie ein Kuhstall, aber die ersten Hints sind da. Skiständer von Breitling. Genau, Breitling. Es ist im Hintergrund, sieht aus wie ein Kegelvereinsheim aus Chemnitz. Paradiso. Eat, drinks, relax and dream. Wir würden gerne essen bei Ihnen, wir haben aber nicht reserviert. Keine Reservierung. Nee. Wir schauen mal, ob wir einen Platz haben. Das wäre fantastisch. Wir haben die untere Ebene des Mountain Club. Es ist etwas exklusiver mit sehr guter Schweizer Cuisine. Da können Sie auch Fondue essen und später, wenn Sie wollen, können Sie sich dann vielleicht auf die obere Ebene bewegen. Unten ist der Eintritt 40 Franken pro Person und man kann sich wirklich schön da hinsetzen. Okay, und da gibt es aber auch zu essen. Ja, genau, das volle Menü. Dann würden wir runtergehen. Dann werden wir runtergehen, ja. Dann einen Moment, bis das mein Kollege da ist. Ja, super. 40 € Eintritt pro Person. Aber exklusiv. Haute Cuisine. Wo sind wir hier gelandet, Paul? Oh, ich gucke rüber. Okay, warte. Wie kann ich das filmen? Warte, wie kann ich das filmen? Dreh einfach jetzt eiskalt volle Kanne einmal die Kamera rein. Paul, das ist geisteskrank. Du, wir müssen uns jetzt hier... hi, grüß dich. Hallo. Gut, selber? Hallo, servus. Ist arschkalt, gell? Ja, es ist wirklich kalt. Hi. Das war falsche Hand, gell? Moin, Adi. Ja. Gehen wir runter? Ja, gerne. Ja, wir würden mit. Wie viele Franken haben wir noch und Shop drauf auf die Rechnung? Pro Person, Ja, 80 insgesamt. Ja, alles klar. Wunderbar. Dankeschön. Chat, es scheppert auf jeder Ebene, die möglich ist. Also ich muss jetzt mal ganz kurz wirklich hier mal meine Banane kurz mal ins Regal einordnen und auch jetzt mal ganz kurz hier diese Situation. Wir zahlen einfach nur 80 Franken dafür, dass wir sitzen on top auf die Rechnung. Aber wir sitzen hier gerade wirklich in einem der exklusivsten und besten Restaurants in St. Moritz. Und wir fahren die Batterie jetzt volle Möhre. Wie ist die Stimmung bei euch? Gute Stimmung? English. Having a good Stimmung? Very good. Germany? Yes. You? Dubai. Nice. It's very cold here. I only know Stubai. You know Stubai? It's the Dubai but in the mountains. Ja, man könnte sich hier zum Beispiel eine Ofenkartoffel bestellen für 175 Franken. Warte, was? Was? Eine Ofenkartoffel. Was heißt du von einem Surf and Turf Lobster für 300? Eins in den Chat werden wir hier natürlich auch mal die kleine Weinkarte und so ein Gläschen. Chat, was denkt ihr? Was ist die teuerste Weinflasche, die man hier kaufen kann? Oder Champagner? 4.500. Was sagst du? Mehr, sag ich. Ja, mehr. Digga, das ist hier wirklich, also du hast hier, das hier soll die Weinkarte sein, Leute, das ist ein Duden. Bordeaux Graf für 2.400. Oh, Paul. Ja. Wir hätten hier ein Bordeaux Bermol Ja. für unglaubliche, aus dem Jahre 1982, Paul, Ja. für 9.200. Bro, da gibt noch mehr. Ich glaube, da geht noch mehr. Wir hätten aus dem Jahre 2009, Chat, ein Romanée Conti, Domaine de la Romanée Conti für 38.500. Es ist kein Witz. Tschüss. Adios. Yeah, bye. Have a Bye. nice day. When you going back to Dubai? Ah, okay, then enjoy your time. And You fly to Dubai? Nice. No. by ski. And check out Stubai. It's the Austrian Dubai. Okay. Yes, Stubai. What's your Instagram page? Frege Paul. Nice to meet you. My name is Milana. Milana, Mona, nice my to meet you. sister. Yes, hello. Take Hello. care, guys. Was nice meeting you. Yeah, Dubai. Bye we love bye. Dubai. Nice. See you in Dubai. Yeah, we Yes. see us there. We Right on will. Insta. Bye bye. Adi, Digga. Aber ich glaube, diese Begegnung hat hier nochmal den Laden auch ganz gut beschrieben. Also ich würde jetzt einfach auch mal in ganzer Öffentlichkeit und volle Kanone raussagen, ich bin wirklich gar kein Dubai-Fan. Also ich will da nicht hin. in mein ich Leben. auch nicht. Einfach, ich dass ich- feiere einfach, auch dass die ich's Leute wisst. nicht, die das so abfeiern. Ich finde das alles ein bisschen scuffed und ist nicht so mein Vibe, um Ja, das einmal same. ganz kurz klarzustellen. Boah. Wow. Der ist sehr lecker. Leute, auch auf euch, ne? Sowohl, an der Stelle auch nochmal danke, dass ihr das hier machen könnt. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe Trüffel auf der Suppe drauf. Ja. Und ich habe hier meine Lobstersuppe. Man kriegt das serviert in einer Teetasse und auf einem Holzbrett zusammen mit einem Silberlöffel. Es dampft schön, es ist sehr, sehr heiß. Oh mein Gott, es riecht crazy nach Lobster. Oh, die ist Von lecker. deiner Seite aus. Wow, das ist eine Top-Suppe. Wow. Zumindest sehr lecker. Deine? Deine muss doch auch eine 10 von 10 sein, oder? Sei doch ehrlich. Boah, du musst probieren. Bin mir noch unsicher. Ja? Mhm. Ja, ich check, was du meinst.
Deine ist lecker, aber meine gewinnt. Deine gewinnt, ja. Also Käsefondue, Kartoffeln, hier Gürkchen, Silberzwiebeln goated. Haben wir hier die Aussicht. Ach du heilige Scheiße. Checkt ihr die Aussicht, die wir haben? Dort hinten ist ein See. St. Moritz ist so ein bisschen hier hinten, unten sieht man gar nicht ganz. Und hier durchs Tal fliegen dann die PJs. Ich werde einmal die Kamera umdrehen, wenn ein Privatjet reinfliegt. Das ist hier wirklich ein ganz anderer Film, ne? Aber ich empfehle dir den hier. So eine Silberzwiebel, dann lässt du das so. Oh, also das ist ja der reine Wahnsinn hier. Dann nimmst du nur eine Gabel, dann chillst du hier ein bisschen so, bläst ein bisschen. Dann wird das so reingefahren. Alter, wow. Wow. Oh mein Gott. Und Paul, wer das Brot im Fondue verliert, muss einmal nackt ums Haus. Ja, Bro, das feiern die hier extrem in dieser Hütte. Also was ist das jetzt hier? Spaghetti oder was? Hör doch auf, man. Was ist denn das? Diese Käse... Drehen. Mann, diese Käseschnur, die muss jetzt mal abgehen. Warum geht die denn nicht ab, egal wie hoch ich mein Ding mache? Du musst nicht an der Gabel drehen. Was ist denn das? Du musst mir helfen. Drehen, am Brot. Bitte, Adi, hilf mir. Ich weiß nicht, wie das geht hier mit dem Käsefondue. Mach das jetzt runter, Mensch. Marc, du bist laut im Stream. Ey, es sieht wirklich sehr professionell aus, wie Paul dieses Käsefondue da installiert. Boah, aber so lecker, ne? Wow. Wunderbar. Also morgen, meine lieben Freunde, gehen wir nach Laax Skifahren. Wir werden heute Abend rüberwechseln. Freue ich mich extrem drauf, wird richtig geil. Mit vielleicht dem einen oder anderen Überraschungsgast auch morgen wieder. Er ist an der Baumgrenze. Aber wie klein die in diesem Tal aussehen. Genau, war die Baumgrenze jetzt oben und jetzt ist er im Schnee. Jetzt ist er im Schnee, jetzt seht ihr ihn. Wie surreal muss sich das anfühlen, wenn du zwischen diesen Felsen hier so reinfliegst. Du guckst aus dem Fenster und denkst dir so, Diggi, fickt euch alle. Das hat nichts mit dem zu tun, mit nichts, was wir kennen, nix. Oh, war eine Rechnung. Ach, Digga. Ach du heilige Maria, Zeig. Mutter Gottes. Zeig mir das jetzt. Digga, 950 Franken. Wäre echt zu viel gewesen. Es sind pro Person? 195 pro Person. Ja. 195 € pro Person für eine Suppe und ein Käsefondue, was wir uns geteilt haben. Und einen Kaffee. Okay, das Glas Champagner hat gekostet. Voll, oder? Digga, das steht hier nicht auf der Rechnung. Doch. Nee, das wurde uns nicht berechnet. Das Glas Champagner ging aufs Haus, sehe ich hier gerade. Oh mein Gott. Wenn ihr jetzt das Video kommentiert, wird Adi durchgehen und der beste Kommentar wird natürlich belohnt. Und zwar mit einem niegelnagelneuen Balaklava zum Skifahren, dass euch nicht so kalt wird und ihr nicht so einen Brain Freeze bekommt wie Adi. Kommentiert und vielleicht bekommt ihr ein niegelnagelneues Balaklava. Also jetzt mal bei aller Liebe, aber ich finde das irgendwie weird hier. Also das war jetzt eine Erfahrung, das einmal zu machen, aber es ist gar nicht mein Ding. Wow. Essen war obviously unfassbar lecker, aber man darf halt auch nicht vergessen, wir haben pro Person 190 bezahlt. 190 Franken sind 215, 220 €. Das ist insane. Ich würde privat niemals sowas machen. Ich finde es witzig gemacht zu haben, so, weil es ja auch ein bisschen eine coole Erfahrung so, ne? Aber privat würde ich da niemals hingehen. Man ist immer dort drin, man hat das Gefühl, man macht was falsch und wie du sagst, man hat nie so den Vibe, dass die Leute jetzt dort so richtig krass viel Spaß haben und es ist immer so ernst, es ist immer so beobachten. Also es kommt wirklich auf andere Sachen an. Ja. Wollen wir los? Ja, wir gehen los. Aber witzig. Du musst in 3 Tagen zum Militär. Ja. Nicht so wie Adi. Adi hat ja darauf verzichtet. Das heißt, du Wieso bist... weißt du das? Wieso weißt du das? Ich verfolge dich schon seit Jahren. Ah, geil. Ja, Adi ist Militärverweigerer. Militärverweigerer. What's your name? Leonid. Leonie? Du bist der Gegner von You are the enemy of Adi. 3, 2, 1, go! Und da kommt Leonie auf der linken Seite. Er hat Adi erstmal, Leonie vorne und jetzt geht sie ins Rennen rein. Das wird eine knappe Banane, das sehe ich gleich. Adi Totoro übernimmt die Führung. Aber Leonie innen rein. Leonie verliert leider hier ganz viel Zeit. Und da ist nur noch Adi Totoro, der Führende des Rennens. Meine Güte, ist der schnell. Wahnsinn, Adi Totoro. Kann man es glauben und fassen. Adi Totoro. Und da kommt Leonie. Applaus auch für Leonie. Schön in den Windschatten reingehen. Okay, jetzt müssen wir gut spielen. Insane geplayt, Chat. Das ist Leben, Chat. Mega geil. Geil, Mann. Boah, die war richtig gut, die Talabfahrt. Bro, das ist ja eine 10 von 10 hier gerade. Oh. Das war's mit dem Skitag von St. Moritz. Es war unfassbar geil, unfassbar teuer. Wir haben den Prader nicht gesehen, wir haben die Gucci-Gondel nicht gesehen. Dafür sind wir Skicross gefahren, haben unfassbar teuer gegessen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und morgen kommt das nächste Video. Tschüss. Mir ist eiskalt.